Servus Dani. Servus Bertel. Hi. Hallo. Grüß euch zum Watchlist Livestream, sofern schon irgendwer da ist. Aber wir haben uns um 30 Sekunden verspätet, also könnte es sein, dass schon wer da ist. Dankeschön. Warum sind wir heute da? Was machen wir da zwar da heute? Wir werden jetzt am Anfang ein bisschen darüber reden, was wir halt letzte Woche so gemacht haben und was wir am Wochenende gemacht haben. Und werden dann gemeinsam mit euch einen Turnbeutel designen. Hast du einen da oder? Ich habe einen Zum da. Sagen? Ja, du hast ja wieder dieses Vorzeigemodell in einer falschen Farbe. Vorzeigemodell in einer falschen Farbe. So was in der Richtung haben wir selbst eingekauft und das werden wir bedrucken. Allerdings sind die Leinenfarben naturweiß. Also sowas kommt dann auf, aber es schaut dann... Aber nicht neonschwarz, sondern Knackwatschen. So was mit Knackwatschen. Ja, genau. Und ja, das werden wir heute designen. Der Bertel hat da sein Grafiktablet dabei. Und ihr könnt dann theoretisch das Ganze zuschauen und wir werden euch da ein bisschen kleiner machen. Und da seht ihr dann, was der Bertel so um sich malt. Ja, Bertel, du kannst von mir schon einmal ein bisschen anfangen. Ich verwickel dich dabei in ein sehr lustiges Gespräch, hätte ich gesagt. Ja, was machen wir? Sollen wir mal das, was ich vorbereitet habe, sagen? Oder? Ja, hätte ich schon einmal gemacht. Also ich habe ein gewisses Design schon wunderbar vorbereitet. Ja, wunderbar vorbereitet, wie es man so schön sagt. Jetzt ein fängt Blitz. es an Blitzen. Ein Blitz! Das heißt, wir haben Angst, gleich jetzt reißt uns das ganze Equipment. Ja, nein, das wird sich schon irgendwie ausgehen da. Ich habe das da vorbereitet. Das hat diesen Leinenhintergrund, damit es auf die Art ausschaut, wie wir das machen. Und wir haben dann aber vor, dass wir das nicht schwarz drucken oder in einer Farbe, sondern dass wir da aus diesem Teil praktisch ein Sieb erstellen. Liege ich da richtig? Ja, oder? wir machen ein Sieb, ja. Wir machen ein Sieb, also so wie eine Schablone, wo wir das dann prinzipiell überall drauf machen könnten, an die Wand halten, drauf sprühen oder sonst irgendwas. Mhm. Wir werden es aber auf den Stoff von diesen Turnbeuteln draufhalten und dort mit Farb drauf spritzen, drüber pinseln, was uns gerade so einfällt, und es wird jedes von diesen Sackeln ein Unikat. Genau, ja, wir machen dann für jeden von euch ein Einzelstück. Wir werden die auch nummerieren, hätten wir gesagt. Die kriegen Zahlen. Ja, also von 1 bis 100 oder so. Und ja, so wird es dann in der Richtung laufen, hätten wir gesagt. Ja, was hast du für vorbereitet, Bertel? Ja, ich habe dieses Design vorbereitet, ich habe das gestern Abend noch gemacht, da habe ich mich inspiriert gefühlt und ich habe mir gedacht, ich mache ein Design von unserem Schädel mit, allerdings dadurch, dass so Leinensackel sind, habe ich mir gedacht, mache ich so ein bisschen wie diese Kinderturnbeutel oft sind mit niedlichen, handgezeichneten Motiven drauf, und darum habe ich mich für das Blumenteil da entschieden. Ich bin für die Blume im Hintergrund irgendwie, ob wir die irgendwie anders machen können. Ja, warte, ich muss die aufteilte Version laden. Ja, bitte mach das gleich. Ja. Du hast genug Freiheit. Genau. Was kann man da nehmen, dass das ein bisschen, keine Ahnung, mehr Knackwatschen und weniger Volksschulklasse ist? Ich finde es cool, dass es Volksschulklasse ist, also, aber redet uns einmal ein. Schreibt einmal in den Chat ein, was könnten wir statt dieser Blume im Hintergrund machen. Und der erste Vorschlag, der im Chat kommt, den machen wir. Wir müssen leider 30 Sekunden Impedanz abwarten. Die haben wir leider, weil sonst hängt uns den Stream total. Aber das wissen die Leute eh schon. Überhaupt nicht zusammen. Da ist der Übeltäter. Ja. So, jetzt haben wir da, und wo ist der Schädel? Ich bin ein sehr unordentlicher Photoshopper, ich habe nie eine Ordnung in meine Ebenen. Und ihr seht es Gott sei Dank eh nicht, weil das da eh hinter unseren zwei wunderschönen... Man sieht so ein bisschen da dieses Teil, was da gerade auf und ab hat. Das ist Photoshop-Organisation. Was vorne rauskommt, schaut gut aus, was hinten reingeht, traditionell nicht. Nicht. Wie war jetzt mit einem Enzian? Ein Enzian? Ja. Hat das wer geschrieben? Nein, so wie ich jetzt gesagt. Dann machen wir es nicht. Weil ich glaube, der Chat geht gerade nicht. Wie schaut der Enzian aus? Ist das nicht so mit so kleinen Kugeln? Ist ein Enzian nicht sowas, irgendwie so Glockenblumen?
Ja, Das ist ein Enzian, das passt aber irgendwie nicht in den Hintergrund. irgendwer schreibt etwas mit Slayer. Etwas mit Slayer. Also vielleicht so ein Blitz. Du kennst theoretisch Flügel, wird auch vorgeschlagen. Im Blitz finde ich, also Flügel und Blitze, Probieren dass wir wir's so ein mal. bisschen fetziger angehen, das Ganze. Flügel wäre geil, schreibt wieder wer. Probieren wir mal Flügel. Ja, Ich bin dann versuchen für wir hier alles die offen. Flügel, ja. Machen wir mal Flügel. Einfach so, die müssen jetzt, sind jetzt einmal nur Platzhalterflügel, aber irgendwie schaut das ein bisschen aus wie diese. Hat jemand von Von euch Cast- Zelda gespielt? Nein, schaut wie ist nicht Castlevania irgendwie? Ja, in irgendwelche Videospiele gibt es das immer. Es schreibt wer die Buchstabenkern brutaler. Das sind irgendwie. Ja, das war mal dieser Stil, gell? Die Ja. Buchstabenkern brutaler. Wie macht man Buchstaben Tu brutaler? die Flügel dazu. Ich finde die Flügel cool. Ja, Wirklich. warte, ich habe irgendwas damit gemacht. Ich muss die nochmal schöner machen. Ja. Wir machen jetzt einmal die Flügel. Ein Hirschgeweih wird vorgeschlagen. Ein Hirschgeweih ist natürlich auch interessant, gell? Das kann man vielleicht da unten so also, warte mal. Kann ich da mit meiner Maus? Nein, ich sehe jetzt meine Maus leider nicht. Dass man das Hirschgeweih irgendwie unten dazu tun. Vielleicht. Ein Bier. Das sind wir die markanten, wie heißt es, Turbo-Bier-Fans da. Ja, die Turbo-Bier-Fans, die Turbo-Jugend von Die Turbo Ligo direkt übernommen. Ja, Turbo. Also Geweih und Flügel fällt relativ oft da. Ja, schaut das cool aus mit den Flügeln so? Ich oder finde ist das geil, ja. Ich finde es ein bisschen vom Stil her nicht so ganz, aber ich finde es prinzipiell haut hin. Ja, ich habe das letzte Mal mit dem Manni geredet, der sich gerade im Nebenzimmer befindet. Der Manni würde gern einen Charakter sterben lassen von uns. Wir sagen jetzt noch nicht weiter, um was es geht. Und da würden die Flügel dann, glaube ich, ganz gut passen. Also mir gefällt es übrigens Einen da jetzt. Charakter sterben lassen, Ja. an Einen fiktiven. Achso, jetzt weiß ich, wer das da mit Slayer geschrieben hat. Das ist wirklich der Manni gewesen. mit Slayer. Ja. So, die Buchstaben kehren brutaler. Wie macht man die Buchstaben brutaler? Schauen wir mal, was wir da Haben wir so eine Metal-Schrift? Ja, ich kann prinzipiell jede Schrift Oder- einblenden, die in meiner Bibliothek habe. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt in dem Sinn wirklich eine Metal-Schrift habe. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass unser Ton rein auf Mono-Links fährt. Ja, dann ändert es. Du Dann bist werde ich der das derweil Tonmensch. ändern. Du musst derweil einen Warte leichten. mal, ja? die Ich werde Flügel. mal Monolinks, ja, euer linkes Ohr wird sich freuen. Euer rechtes Ohr eher nicht, habe ich gehört. Ich schau mal, wie das da schnell ändern Was kann. haben wir da für brutale Schriften? Im Endeffekt sowas in der Richtung, so Saloon-mäßig. Boah, Nein, das schaut alles so gefällt mir generisch. nicht. Kannst du es mit der Hand nicht machen? Ja, ich mach's ja noch mit der Hand, hör auf. Ja, Ich ja. werde es dann schon noch nachzeichnen. Das Hirschgeweih muss der Leonie auch gönnen, die da geschrieben hat. Das Hirschgeweih. Yes, Saloon-Style. Saloon-Style. Oder die, wie heißt sie, die Star Wars Schrift. Was Star Wars Schrift. Die heißt irgendwas mit Han Solo oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber mit Han Solo war Das das. schaut geil aus. Das finde ich Das? cool. Das, Ja, was wo da waren gerade war. Ja, was war denn das jetzt gerade? Uh. Ui. Irgendein Stencil. Ja, das war so auseinandergestellt. Das war aber aus Versehen. Da ja, Das haben wir. ich finde ich cool. Phantom Stencil. Ja. Probieren kann man es einmal. Es schreibt wer, die Flügel waren, wie sie größer waren, haben sie besser ausgeschaut. Beser. Ja, also wie sie größer waren, waren sie cooler. Sie sind jetzt Ja. ganz klar. Hast du die alten noch? Das passiert, wenn 17 Leute auf einen Grafiker einreden. Ja. Ja, ich kann es ja größer machen. Es ist immer nur Vorzeichnung, also legt euch nicht darauf fest, dass das jetzt so bleibt, gell? Ja, wir werden das Ganze dann wirklich noch einmal Gescheit machen. reüssieren dann, aber prinzipiell das, was da jetzt passiert, ist dann... Sacre bleu, der Herr spricht Französisch. Wieso? Jetzt hast du es. Jetzt hat es. Da. Sacre bleu. Südalor! Südalor. Comic Sans, brutaler geht's nicht. Schönes War das der Zitat. Mani? Natürlich war das der Mani. Ja, natürlich war das der Mani. Sind es So,
So. Die Flügel, machen wir mal das Hirschgeweih. Irgendwie bin ich eher beim Hirschgeweih als bei Flügel, weil es irgendwie eher zum Thema passt. Mhm. Wie schaut der Hirschgeweih nochmal aus? Google Hirschgeweih. Ich google jetzt ein Hirschgeweih. Du weißt dass man das alles sehen wird. Ich gehe da mal auf Mir egal. auf den Fullscreen. Dann Ja. kannst du da mal Hirschgeweih googeln. Ich erzähle euch da mal schon was. Wir waren letzten Donnerstag beim Konzert von Erst. Und die lieben Horst haben ihr Album vorgestellt, Ich esse meine Suppe nicht. Und wir haben dieses Konzert bekrittelt und zerlegt. Es war ein Graus. Es war wirklich, also Nein, es waren 0 Nein, jetzt, null von Schmäh. 70 Sternen. Also 5 von 7. Ohne Schmäh, sie haben es absolut super gespielt. Das war echt cool, es ja. war wirklich ein Genuss. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt cool ist mit so einem Hirschgeweih. Ja. Du bist dabei nicht auf Fullscreen. Ja. Nein, wurscht. Die Horst haben eine super Show abgeliefert. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Sie haben auch spontan ein paar mehr Nummern gespielt, als sie eigentlich auf der Setlist gehabt haben. Was wir eigentlich auch sehr cool gefunden haben, weil ein paar Klassiker müssen sie schon immer ausdrücken, weil sonst ist das Ganze nicht spaßig. Und ja, wir haben ein Interview mit einer gemacht und das seht ihr nächste Woche hier auf diesem Kanal. Da haben wir sie ein bisschen, ja, nennen wir es dratzt. Es ist ganz cool geworden. Der Bertel ist beim Hirschgeweih schon weitergekommen. Ich will gar nicht sagen, an was es mich erinnert. An was erinnert es dich? An eine gewisse deutsche Band, die nicht so... Ja. Nicht so, Ja, da gibt es Ja, eine ich deutsche glaub, Band, da müssen wir immer sehr aufpassen mit den Copyright-Rechten. nicht Also mit den Copyright-Rechten, sondern... mit der politischen... dass Aber man weil nicht- wir haben gesagt, wir bleiben unpolitisch. Wir sind Ja, immer aber unpolitisch. Ja. das heißt nicht, dass man gewisse Bands einfach nicht mögen oder so. Ja, ich mag sie nicht. Also Ich mag sie auch nicht. Aber es schaut es gibt halt, viele von unseren Fans, die auch mögen, also ist es mir persönlich nicht so... Ja, mir ist es wurscht. Aber eigentlich auch nicht. Ich will es zumindest nicht im Design haben. es schaut halt irgendwie aus wie so, wie heißt's, mach's nochmal rein. So ist schon weg da. Genau. Gibt es ein Kräutergetränk, ein ziemlich Anderes alkoholisches Kräutergetränk. alkoholisches Kräutergetränk, wo schon sehr viele Leute davon geschrieben haben. Unter anderem wir. Ich nicht. Du nicht? Nein, Bertel trinkt ja keinen Alkohol. absolut nicht. Und Ja, da schreibt schon Wir wer werden diese die Band, ja. ja, Ja, wir bleiben bei den Flügeln. Ich finde die Flügel geil, deswegen werden es Flügel werden. Ich sag's dir. Ja. Wo war ich denn gerade? ich bin irgendwie nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Du kannst hier dann daheim nochmal rein. Ja, Wir wollten, siehst du, das Schreiben schaut super cool aus. passt. Danke. Weil ich bin sehr schwer zu überzeugen bei so Sachen. Wobei ich nicht weiß, ob der Chat jetzt live ist oder boah, da blitzt draußen. Die Welt geht unter in Graz wieder mal. Ja. Wir waren noch immer bei Horst. Wir werden nächste Woche dieses Live-Interview mit einer schalten. Genau, wir haben ein Interview mit einer geführt. Wir zwei haben mit einer diskutiert über die Themen, die uns so bewegen und sehen. Und es ist so niveaulos worden und so wunderschön deppert, wie es nur sein kann. Wir sind draufgekommen, dass die schönste Mutter in der Band nicht in unserer Band ist. Wir sind draufgekommen, dass Rapid, wir haben über den Rapid-Abstieg ziemlich lang diskutiert. Wie ist es ausgegangen? Rapid ist nicht mehr abstiegsgefährdet. Das wird den Sänger von Horst freuen. Mit Mario. Mit Mario. Servus Hallo Mario. Mich nicht. Ich hätte Rapid gerne Er im ist Sturmfan. Abstiegskampf. Ich bin Sturmfan. Mir ist das komplett wurscht. Aber wenn es zum Beispiel auch gefreut hat, ist in Christoph Veit aus unserer Drum lass die Flügel brennen. Lass die Flügel brennen. Schauen wir mal, was wir da machen Ja, können. passt. Das Wird werden wir schon passieren. irgendwie... Ja, Feuer! Kommt schon, ja. Das schaut nichts aus. Okay, Chat ist live. Passt, dann singen wir das 1:1, so wie ihr das da seht. Ist immer sehr schwierig. Es ist ja da jetzt schon ein bisschen was aufgebaut, bis wir uns endlich eine Capture Card leisten können. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Plan, wie die Flügel brennen lassen soll. Vielleicht
Vielleicht mache ich es so, dass die Flügel selbst die Flammen sind. So. Feuer, aber nur Wieso? auf den Flügeln drauf. Chat is love, Chat is life. So, dass du sagst, das ist wirklich wie so ein Ja, Feuervogel. und kannst du dann so Zunder weg, so weg tun, Sicher dass kann ich hinten das. so irgendwie Das weg. machen wir schon. Dass da ein bisschen... Dass das ein bisschen. Ja, genau so. Boah, das schaut aber echt cool aus. Das ist direkt kitschig, oder? Ja, wir haben gesagt, Probieren hey, wir wir das machen mal. einen Chatbeutel. Wir haben gesagt, wir machen den Chatbeutel. Machen wir einen Chatbeutel, ja, passt. Machen wir Und das. das wird dann so. Mit einem Artwork, das ihr bestimmt habt. Also wenn es dann nicht, Wenn's wenn's das dann nicht nicht kauft. kauft, dann seid ihr schuld an unserem finanziellen Niedergang und im weiteren Sinne auch daran, dass wir keine Platten mehr produzieren können. Ja, es wird dann keine Knackwatschen-CDs mehr geben, sondern nur mehr Merchartikel. Wir werden einfach ein Kleidungshersteller. Also wir werden Nein, werden wir nicht, weil wir verkaufen es ja nicht. ja, stimmt, wir verkaufen es nicht. Das haut ja da nicht hin. Wir werden das irgendwo in Indonesien produzieren lassen für 3 Cent. Und Dann machen wir doch wieder Gewinn. dann machen wir doch wieder Gewinn, weil dann kauft irgendwer um 1 Euro den Beutel. Hat das und hin, wenn die Flügel so brennen? Ich Wie find's- findet ihr das? Ich finde das cool. Sie sehen das mit 30 Sekunden Delay, so wie der Monsi Ja, oder aber die das Monsi seht ihr doch. oder Monsi das festgestellt haben. Das ist wirklich 30 Sekunden Delay. 30 Sekunden, das Mhm. war eine ziemlich spezifische, lange Zeit, gell? Ja, das habe ich so eingestellt. Wieso tust du das? Weil Weil sonst dein Computer aushängt. weil sonst mein Computer einfach zerreißen wird. Ganz großes Tennis hier. Finden's gut. Ganz großes Tennis, das trifft es ziemlich gut, weil ihr gebt mir irgendwas an und ich muss versuchen, es mit diesem Stift zurückzuspülen und das auch noch gut. Ja. Der Kopf vielleicht ein bisschen größer als quasi. Ja. Oder die Flügel kleiner. Aber Jetzt doch wieder klein. Ihr kennt euch nein, wir lassen das so. Mir gefällt das so. Ein bisschen kleiner könnte der rechte Flügel sein, weil Aber das kannst du dann nachher im Ja, im du, das kann ich Readings. alles. ja, Wie ein Phönix schaut das Shit aus. ja, ein Phönix, der aus der Lederhosen auferstanden ist. Der Hut könnte abbrennen. Brennt der Hut. Ja, da brennt der Hut. Da hat sie ja von einem sehr netten österreichischen Musiker, den ich sehr schätze, was Hubert van Gogh. Hubert von Gogh, ja, mit nur einem Ohr an der Harmonie. Hubert van Gogh mit einem Ohr und 2 Harmonis auf einmal. Der hat ja das Brennen dazu gut geschrieben und deswegen lassen wir jetzt das ganze Ding einfach mal brennen. Das gefällt mir jetzt auch schon langsam. Also jetzt fangen mir die Flügel wirklich schon an zum Gefallen, muss ich Ja. sagen. Ist wirklich cool. Haben wir noch irgendwas zum Reden? Ja, noch einiges. Weil das ist ja noch nicht ganz fertig. Wie machen wir wegen der Schrift? Ich lasse jetzt einfach im Chat ein bisschen Vorschläge für die Schrift noch bringen. Weil die Schrift können wir noch ein bisschen anders machen. Ja, die können absolut noch mehr Style haben. Und währenddessen spiele ich euch einen kleinen Einspieler vor. Es geht nämlich darum, Schmafu, eine befreundete Band von uns, hat am 1. Mai ein Video herausgebracht. Das heißt Cola-Wurst. Wunderschönes Wort. Wunderschönes Wort. Ich finde ja Liednamen generell ziemlich cool, wie zum Beispiel. Cola-Wurst. Aber Cola-Wurst ist herausgekommen und da spielen ganz viele Bands mit. Und wir Im schauen Video. im Video Und unter das, anderem. wir stehen ja auf diese Konzepte, wo viele Bands in einem Video mitspielen. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nicht irgendwo geklaut haben. Hat es nicht irgendeine bekannte Band von uns schon einmal gemacht? Nein, Nicht, gell? Ich Gar glaube, niemand. vielleicht sollten wir das einmal machen. ja, na danke. Na, danke. Wiederschauen, danke. Bitte, danke, Wiederschauen. Und Das machen wir nicht. ja, und wir haben in diesem Video auch einen Auftritt, den zeige ich euch aber nicht, weil ihr sollt ganz brav auf die Seiten von Schmafu gehen. Dieses Video, eine blitzige Schrift wird vorgeschlagen. Eine blitzige. Ja, ich zeige euch jetzt mal einen Das ist eine kleinen blitzige Ausschnitt Schrift. aus dem Video. Lisas schöne Augen, wie sie neben mir im Louvre hangen. Was die Frau von mir wohl denkt, ja, ein Wappler, ein Langzeitstudentin. Montag, Dienstag, Mittwoch, Kaderwurst, Donnerstag und Freitag, Kaderwurst und am Samstag, ja, da ist der Kaderwurst. Kaderwurst, Montag, Dienstag, Mittwoch, Kaderwurst, Donnerstag und Freitag, Kaderwurst und am Samstag, ja, da ist der Kaderwurst. Komm mit. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt da rausgekommen in die große, weite Welt.
Wir finden das Video voll geil. Wir finden die Idee ziemlich cool, dass du einfach mit mehreren Greenscreens arbeitest und so das Ganze irgendwie einbindest und nicht so wie bei uns, dass du einfach. Wir haben es halt relativ simpel gemacht. Aber wir wollten es aber auch simpel machen, das war unsere Idee dahinter. Also dürfen wir uns nicht aufregen, wenn es simpel ausschaut, sagen wir so. Bin ich aber noch nicht glücklich mit der Schrift. Ich darf es mit der Hand schreiben. Ja, aber ich brauche irgendeinen Vortrag zuerst, damit ich ungefähr Richtung habe. Warum fetzt das nicht einfach einmal hin? Ich fetze das einfach einmal hin. Soll ich dir zeigen, wie es dann ausschaut? Ja. Es gibt ein paar Arten, wie es dann ausschauen kann und keine davon ist das, wie ich es mir vorstelle. Ich mache es einfach einmal. Ja. Sie sagen alles so Richtung Metallica, Slayer, und was auch cool war, im Hintergrund haben sie gesagt, so wie bei den Looney Tunes, so Ringe. So Ringe da. Ja, so. Wie bei Looney Tunes, was du da... Ihr wollt die Blume, ich weiß es. Ihr wollt die Blume, ich will die Blume nicht. So. Ich brauche das jetzt nur als Ringschablone, weil irgendwie... So, irgendwie mache ich einen Ring. Das ist windschief. Achso, die sehen nichts, Entschuldigung. Ihr seht das ja wieder. Ich bin ein Trottel, ich war schon wieder auf der falschen Cam oben. Entschuldigung, in mir ist noch kein großer Regisseur geboren. In dir? Ja. In dir wird auch nichts geboren werden. Weißt du das? Vielleicht lass mich umoperieren. Dann wird nichts in dir geboren, sondern aus dir höchstens. Okay. Gut, ich probiere jetzt einfach was. Nein, das schaut nicht gut aus. Ich glaube, der Stift ist zu dick. Es ist ja gerade die Chelsea Manning irgendwie freigelassen worden, der hat sich auch umoperieren lassen. Oder er. Vorher hat sich Chelsea Woman. Man sieht den Bildschirm nicht mehr. Ich weiß, dass man den Bildschirm nicht mehr sieht. Verändert. Es kommt schon. Es kommt alles. Tut uns leid. Aber sie können das jetzt auch verzögert, das heißt, dann wissen sie es und dann sagst du es. Ja, ich weiß. Es wird dann gleich wieder umgeändert. Das schaut irgendwie komisch aus. Also es schaut sehr hingefetzt, das muss ich sagen. Es schaut sehr aus, das ist auch im Chat gekommen, habe ich gerade vorgesehen, es schaut ein bisschen aus wie das Logo von Avenged Sevenfold. Ja, Avenged Sevenfold, sage ich mal, das soll halt so ausschauen. Ja, nein, ich finde es cool. Avenged Sevenfold hat aber so Fledermausflügel, ja. Ja, ich meine, einen geflügelten Totenkopf hat noch nie wer gemacht. Sevenfold nicht patentieren, diese Hunde. So. Außerdem spiele ich viel besser Gitarre als der M-Shadows. Das tun sehr viel Leute, glaube ich. Ja, so schaut's aus. So, was können wir noch? Haben wir noch einen Vorschlag? Wir sind noch für eine die Idee offen, weil ich glaube, die Schrift werden wir wirklich unseren gescheiten Fond suchen und einkochen. Wobei das jetzt gerade meiner Belustigung zu Gute führt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hingefetzt. Schaut das gut aus? Würde das wer kaufen? Machst du mal ein bisschen dünner? Oder tust du mal. Es schaut cool aus, mir gefällt es voll gut. Ja, ich mache mal was Neues. Also ich mache es mal einfach anders. Warum hast du das nicht los? Ich hab's einfach. Es ist eh noch da. Achso. Ich hab's nur einfach unsichtbar gemacht. Sie finden, dass die neue Schrift sehr was hat. Das finden sie sehr cool. Das gefällt euch? Finden sie, ja. Wenn ich mich und sie würden es kaufen. Es ist gerade irgendwo gekommen, dass wir mal bei wie heißt's? Bergfestival gespielt haben. Da haben wir mit Horst zusammen gespielt. Was war das nochmal? Das Bergfestival, das war da, wo wir Wakeboarden waren. Ah, ja, stimmt. Das war extrem lustig. Ein cooler Abend, ja. Mit Krautschädel und Horst. Krautschädel und Horst, genau. Und wir haben die Rockabilly-Partie gehabt, die auch sehr cool war. Da hat der Gregor Platten gekauft und dann hat er es im Auto liegen lassen und dann hat es so ausgeschaut. Ja, das war ziemlich lustig. Das schaut voll geil aus. Das waren die Go-Go-Gorilla. Go-Go-Gorilla? Go-Go-Gorilla. Go-Go-Gorilla, ja genau, so haben die geheißen. Die waren echt cool. Ist das nicht ziemlich wild überfüllt gerade? Nein, du musst denken, das ist so ein 4 großes Ding dann. Ja. Da muss man schon gescheit sehen. Du hast ja Fläche. Schau mal bei dem Beitel. Ich halte ihn jetzt nicht ein, damit wir nicht Bands für deutsche
Werbung für deutsche Bands machen. Deutsche Links-Punk-Bands machen. Oder nicht Links-Hip-Hop-Bands, Entschuldigung. Ja, wir machen jetzt keine Werbung für Aber Neon das Schwarz. das ist einfach komplett durchbedruckt, was du denkst. Ja, natürlich. Und du musst dir denken, der Beitel ist so klar, dass du das schön sehen musst. Das Ich habe so einen Sackel, da steht Tofu-Monster drauf. Ja, das ist schon groß wahrscheinlich. Ja, das ist eigentlich nur eine Comiczeichnung von einem Tofu-Monster. Als Songs, der Shadows spielt gar nicht Gitarre. Das habe ich gewusst. Achso, das hast du nicht gewusst, okay. Ich hätte es nicht gewusst. Ich hab Avenged Sevenfold schon zweimal live gesehen, aber ich kenne mich da in den Bandgefügen überhaupt nicht aus. Irgendeiner ist ja gestorben, oder? Ja, der Schlagzeuger. Der Schlagzeuger ist gestorben, genau. Ich habe die damals kennengelernt auf FM4. Da waren sie noch mit Beast in the Harlot unterwegs und ist damals beschrieben worden als Blink-182 trifft irgendeine Metalband. Was hat er denn da gesagt? Keine Ahnung. Blink-182? Ja, weil der Gesang so an den Tom DeLonge Kreischgesang so irgendwie erinnert hat. Ernsthaft? Ja. Also Blink-182, Tom DeLonge und M. Shadows hätte ich nie im Leben verglichen. Ja, Das ist ja das nicht. Letzte, was mir einfallen wird. Der damalige, das war im House of Pain auf FM4, da haben sie das damals gesagt. Das ist besser so mit den Flügeln. Nein, jetzt sind sie jetzt klein, gell? So, Jetzt das ist sind's- schon cool. Der schaut voll geil aus, ich finde das echt Ja, cool. das hat richtig Balance. Unten das Watschen, vielleicht, dass das auch so hinten Ein eine. bisschen hin, ja, dann ist das T halt genau verdeckt. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich kann es natürlich ein bisschen verschieben, aber wir werden sehen, ob das gut ausschaut. Halt oben, dass der Schädel ein bisschen drüber geht, schaut schon ziemlich geil aus. Ja, Finde ich. da, so könnte es hinhauen. Aber dann schaut das, ist halt das T nicht eindeutig als T erkennen. Ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch checkt, dass das wird nicht Weichen heißen. Oder war 7 schon. Also es wird auch gesagt, dass das mit dem Kopf überlagern jetzt nicht cool ist. Also das gefällt Ihnen nicht. Ja, nicht so. Ja, dann machen wir das einmal anders. Ja. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann machen wir das anders. Weil wir machen sind- nur das, was das Publikum will, Ja, damit wir es mehr sind- und mehr verkaufen. Ja, es sind immer diese, aber es ist, wie du schon gesagt hast, ich darf nicht zu weit hintergehen, das hört man mich nicht. So. Bist du gescheit, es blitzt. Es ist, wenn 7 Leute probieren, eine Sache zu designen, ist das halt immer schwierig. Du als Ja, aber Designer weißt ich das. finde die Ideen ganz cool. Ich meine, prinzipiell ist es natürlich Selbstmord, sich als Designer hinzusetzen und einen ganzen Chat mitreden zu lassen. Deshalb werden wir das ab jetzt öfter machen. Das Ja. ist echt lustig. Ich glaube, wir werden wirklich vielleicht ein T-Shirt auch noch machen, mit einer komplett anderen Idee. Ihr könnt es gern, wenn ihr das Video wirklich nachher auf YouTube nochmal anschaut, unten in die Kommentare dazu schreiben, was für ein T-Shirt cool Ich finde, wäre. das halt noch ein bisschen ein Hintergrundzeug. Ja, im Hintergrund, wie schon gesagt, Ja, aber nur so Kreise kann man halt auch nicht bringen. Das ist halt auch irgendwie fad. vielleicht Sterne. Sterne oder Herzen. Unser lieber Jan hat vorher geschrieben, er hätte gern die Instrumente vielleicht. Die So Instrumente. Trompeten oder Ich glaube, Posaune das oder ist, so. ja, das könnte man fast machen. Probieren wir es Ja. mal. Aber nicht, dass das dann schon ausschaut, dass das so mal dumm fliegt oder so, das wäre ja Nein, irgendwie das kacke. wird schon nicht so wild. Dann machen wir es so. Ja, so ganz grob skizziert. Das ist ja, Ja. eigentlich alles eher ein bisschen eher so eine Skizzensache. Wir haben ja einmal das T-Shirt gehabt mit What the fuck watschen. Das Design war... Das war großartig. eigenartig. Das ist einfach What the und dann ist 3-mal fuck watschen da gestanden. Ja, in so einer ganz, ganz hipsterigen Art. Nein, das schaut jetzt irgendwie, das gleitet ab in ein uncooles. Ja, das wird zu viel. Design. Nein, ich glaube, das kann man schon so minimalistisch lassen. Ja, wenn, dann müsste man die gut zeichnen, die Instrumente im Hintergrund. Und Nein, das passt schon. man könnte höchstens Fanfaren rein tun. Das schaut einfach nur aus wie irgendwas. Irgendwas fehlt da noch im Hintergrund. Sagt's mir, was da noch fehlt. Zack, unterstrichen. Nein. Er schießt jetzt Feuerball. Ja, er faucht einen Feuerball aus. Ja. Aber das schaut voll lustig aus. Finde ich echt geil. Also jetzt Den wird mache ich jetzt wirklich. Ja, den probiere ich jetzt. Also, zur Info, die meistbesuchte Watchlist heute. 17 Zuschauer derzeit live. 17 Mhm. und sie reden sogar mit, weil sie alle so kreativ sind. Also ich bin gerade nicht glücklich mit der Art, wie ich den Feuerball zeichne. Ich probiere so einen Kamehameha-Fireball. Also irgendwie dazu. Das muss jetzt Flammen sein. Die müssen ähnlich sein wie das, was ich schon gemacht habe. Achso, ja. Ja, okay. Ich glaube, ich kann das daheim sowieso nochmal alles nachzeichnen, wenn ich das Ja, gemacht das habe. ist ja jetzt im Endeffekt, Ja. wie schon gesagt, nur eine Das grobe. Prinzip. Gefällt euch dieser Feuerball da oder ist das sehr dumm? So, Abstimmung Feuerball. Bitte, Meinungen zu diesem Feuerball.
Einfach ja oder nein. Sie sagen Oder eure subjektiven Empfindungen. das steirische Wappen machen wir nicht. Das haben wir bei unserem grünen, das haben wir schon mal gemacht in der Richtung, bei unserem Watschenpanther-T-Shirt. Ja, wir haben ein T-Shirt, da haben wir einen steirischen Panther karikaturiert und da schießt er mit einem Zirpenzapfen aus einer Steinschleuder. Ja. Und deswegen, das können wir nicht im Neigen. Die Leute, also Fett ist das erste, was ich also da liest, wobei ich jetzt nicht weiß, um was die Zeichnung geht. Entschuldigung, schlechtester Witz. Knochen im Hintergrund. Knochen. So piratenmäßig oder so irgendwas vielleicht. Piratenmäßige Knochen. Irgendwas kreuzen war halt cool, so wie was man hat ja immer irgendwas gekreuztes oder so. Ja, so Knochen. wie Knochen gekreuzt, aber weiß nicht. Ja. Schauen wir mal, was ist denn das? Das ist ein schöner Oberschenkelknochen. Ja, das ist so. Richtig schöner Oberschenkelknochen. Oberschenkelknochen. Wo steirisch so richtig rauskommt. Also der Feuerball stößt auf Ablehnung. Tanzen Feuerball weg. Ja. Ich finde auch, ganz ehrlich, je länger ich ihn gesehen habe, umso mehr habe ich mir gedacht, hoffentlich mag ich ihn nicht. Ja, also der Jan morgen, aber der Jan ist ja der Jan, der Jan mag auch, keine Ahnung, Jan mag auch Miley Cyrus. Und Katy Perry. Die Instrumente waren geil, ja, das haben wir uns auch gedacht, aber... ich habe sie ehrlich gesagt, man kennt, jetzt ganz blöd gesagt, man kennt eine Ziehharmonika rein tun. Man kennt eine Ziehharmonika nicht dann? Ja, schau, so. Stimmt, das wird sich von der Quere her ausgehen. Ja, Ja. eine Ziehharmonika, jetzt nicht das ganze Teil, aber halt nur eine Ziehharmonika. Ob das nicht so brutal detailliert ist, weil das ist ein detailliertes Instrument ohne Gleichen. Detailliert, ja, das Detail. Das Detail von kleines Teil. Das war keine Absicht. Okay, es mit Instrumente wird unterstreichen, dass wir eine Band sind. Das Ja, ist, weil man im Endeffekt unterstreicht, dass wir eine Band sind, dass wir einen Sackerl drucken, auf dem ein Totenschädel und ein Namen ist. ja, aber du kannst ja theoretisch auch sagen, dass das vielleicht eine Tätowierfirma ist, die Knackwatschen heißt. Ja, oder ein Ziehharmonika-Bauer. Oder ein Ziehharmonika-Bauer in dem Fall jetzt. Das Ja. wäre ziemlich cool, gell, eine Ziehharmonika-Firma. Ich meine, wir werden ja von Müller gesponsert, kann man nicht sagen, aber und der Gregor ist endorsed. Wir sind schon Sind wir gesponsert von Müller? Also Ja. endorsed Ja, der Gregor hat, zumindest, hat ein Müller-Endorsement. Ja. Also die coolsten Ziehharmonikas, jetzt blöd gesagt, weil ich gerade gesagt habe, wir sind von denen gesponsert, aber ich finde wirklich, dass Müller die authentischsten, coolsten Ziehharmonikas baut. Ja. Strasser ist irgendwie komisch drauf. Ich will jetzt keine Negativwerbung machen, weil die haben auch ein Ding, aber es ist nicht mein Fall. Ich bin auch nicht so der Strasser-Fan, die sind alle ein bisschen so zu modern. Ja, es ist jetzt nicht so, überstylt sind sie für mich. es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Abmahnung von Strasser kriegen werden. Nein, ich kann mal unsere Meinung sagen. Ich Sehr finde, ich bin auch einfach mehr der Gibson als Fender-Typ. Ja, ich bin mehr der Fender als... Ja, bei Besten bin ich aber ein Fender-Typ, aber ja, da hängt was. der Phänotyp. Was hängt? Ich glaube, der Stream ist abgehackt. Der Stream ist gestorben. Aber wir sind aber schon online. Ja, wir sind glaube ich schon noch online. Ich schaue es mir noch schnell mal an, ob wir wirklich online sind. Ja, wir sind online, passt. So, Chat wieder einer. Ich finde das voll überladen gerade. Die Ziehharmonika ist cool. Aber es ist extrem überladen so. Da muss ich mir noch was überlegen. Also ich kann mit diesem... Ich weiß, es ist jetzt sicher blöd, arbeiten. dass du die Striche vielleicht sind ein bisschen wild, bisschen dick, ja. Dass du ein bisschen so... bisschen tone it down. Ja, genau, ja. Ja, ich werde noch was probieren. Also Lass es nochmal da. Also, tu nochmal... die Striche willst du wieder haben? Tu mal das Ganze fertig, weil ich glaube, wir haben das grundsätzlich. Also wir würden jetzt, weil wir sind jetzt doch schon länger online. Ich würde das Ganze jetzt Richtung Ende gehen lassen. Außer du wüsst noch. Wie spät ist denn? Es ist jetzt 8:30. Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde gemacht, oder? Wollt ihr noch unbedingt weiter, oder wollt ihr noch was wissen von uns, bevor wir da einfach beenden? Bevor wir Wie gesagt, beenden. Also das wäre jetzt einmal so der erste Vorschlag von dem Ganzen. Zapfenstreich, die letzte Den Fragerunde. ihr da so sagt. Nur quetschen und die Schrift so drin lassen, in Schädel weg. Probieren wir es einmal.
ist mir vorgeschlagen sogar. Ja, die Ziehharmonika nur mit 50% Deckkraft. Da spricht, dann kann man nicht wirklich Deckkräfte verändern. Ja, weil es ein Sieb ist. Das ist das Problem. Das Sieb, das ist entweder da oder nicht da. Also es wird wirklich so, ihr könnt euch das vorstellen, dann die wie eine Schablone. Es ist wie eine Schablone und dann ist alles entweder da oder nicht da. Ja. Auf dieser Grafik, wie wenn alles ausgeschnitten ist, was jetzt schwarz ist, und dann macht man die Farbe drüber. Was er theoretisch machen kann, was manche Leute bei solchen Sachen machen, ist ja, dass es ganz fein punktiert. Oder dass wir es in 2 Ebenen machen, dass wir 2 Siebe hätten. Ja, aber das Problem ist, dass wir uns keine 2 Siebe leisten können. Wir haben Geld für 2 Siebe. Okay. Was kostet ein Sieb? Ein Sieb kostet so bei meinem Sieblieferanten, ich sage euch gleich, wie der heißt, die googelt es schnell raus, kostet 35 €. Und wie viel verlangen wir für einen Sackel? Wir werden die Sackel wahrscheinlich um 10 € verkaufen. Und wie viel Sackel machen wir? 100. Und wie viel sind das? 1000 €. Nein, ja, stimmt. Ja. Da werden wohl 2 Siebe drin sein, wenn wir da werden einen haben, bei dem wir ein zweites. Ja. Also das war jetzt der erste Vorschlag. Das wäre möglich, wir werden mal schauen. Ich habe mir gerade noch was gedacht. Mach noch einen Vorschlag. Ja, es wird gewünscht, dass wir weitermachen. Es wird gewünscht, dass wir weitermachen. Ich schaue der Wahl nach. Und zwar habe ich eine Idee gehabt, eine zweite. Also das eine wäre jetzt dieses mit dem Schädel, mit dem punkigen Schriftzug und so. Ich würde sagen, das haben wir eh mal im Prinzip ideenmäßig fertig. Und ich hätte noch eine Idee gehabt, dass wir ein schöneres machen, wo wir praktisch, da muss ich die Linie dünner machen, wo praktisch eine Skizze ist von einer Quetschen oder so, von einer Ziehharmonika. Es muss jetzt nicht besonders akkurat sein, aber wo ein Quetschen einfach irgendwo lehnt oder so. Mhm. So wie Stillleben, oder was? Ja, einfach ein schön zeichnende Quetschen so mit dünnen Linien. Ich habe es jetzt leider nicht schön zeichnet, ich werde es noch machen. Aber Knopfadlzeichen dauert sogar, wenn man so überhudelt. Noch ewig lang, aber einfach ein schönes Bild davon. In leicht entsättigt oder in einer anderen Farbe oder so und darüber den Schriftzug in voller Sättigung. Wie könnte man das jetzt beschreiben? So, dass das praktisch, dass wir 2 Siebe haben, dass einmal das drauf ist und darüber oder darunter dann der Schriftzug. Schaut jetzt komisch aus. Ich glaube, das ist der falsche Schrift. Ja, das ist die falsche Schrift. Hast du unseren Schriftzug irgendwo da? Ich kann die derweil nämlich wegtun, dann kannst du den irgendwo aussuchen, den Originalen. Dann tue ich die derweil nämlich auf Webcam, dann kann da nämlich keiner in deine Dateien reinschauen. Unseren Originalschriftzug. Ja, der auf die Sticker halt oben ist. Also nicht der, das ist ja unser alter Schriftzug. Das ist übrigens. Ja, wir haben unser Design immer mal wieder überarbeitet. Der Schädel mit dem Steigerarbeit ist immer drin, aber es wird. Genau. Wir haben immer mal wieder neu gezeichnet und so. Das Ding ist, warum wir das da jetzt machen, ist auch, also für alle Leute, die sich ein bisschen mit Grafik interessieren wollen, wir haben das Problem, dass wir den Schädel da, den wir da haben, und auch den Schädel, den wir auf dem Original oben haben, den ich jetzt aber nicht irgendwo da habe, aber ich kann ihn schnell nachher holen, dass man den nicht invertieren kann. Weil das. Jetzt sage ich das. Weil das einfach nicht geht. Jetzt zeige ich das einfach einmal, wie das ausschaut, wenn man das. Ja, weil das was ja, zeig es einmal. Achso, ja, du musst das hier müssen wir wegschauen. Ja, dieser Schriftzug da. Den kann man nicht invertieren. Das schaut halt jetzt komisch aus, wenn das so schwarz ist. Genau, weil dadurch die Schatten praktisch weiß sind und der Rest schwarz, schaut das sehr unnatürlich aus. Und das wollen wir nicht. Und darum haben wir uns überlegt, wir machen wieder Designs. Mhm. Ich mache sowieso immer wieder Designs, aber eins, was man wirklich ohne Probleme auf weiß drucken kann. Sollen wir das eine Lied da noch schnell spielen? Was für Soll ich das schnell aussuchen? Was für Lied? Den Mash-Up so als Abschluss. Also den Mash-Up, den ich die Wochen jetzt gerade halber gemacht habe. Wenn du willst, dann lade ihn schnell rein. Ja, tu das. Lass es die Leute hören und wir zeichnen dann noch ein bisschen. Genau. Und dann verabschieden wir uns. Genau, ich lasse das Ganze da derweil einmal offen. Ihr könnt derweil beim Bertel zuschauen und ich suche derweil was. Wir haben nämlich, der Bertel hat letzte Woche einen Mash-Up gemacht. Ich hoffe, wir kriegen YouTube-mäßig keine Probleme deswegen. Aber der Bertel hat einen Mash-Up gemacht von All-Star. Von Smash Mouth, All-Star und
von unserer Nummer im Talon und ich habe es liebevoll genannt Smash Knack Mouthwatschen. Nein, kann ich leider nicht vorspielen, weil Kannst du das nicht vorspielen? Nein, weil mein Downstream komplett in die Brüche geht, wenn ich das Ui. mache. Super, jetzt reden wir darüber und es wäre so schön gewesen und dann... Weißt du, was wir machen? Was? Die Leute sollen nächste Woche wieder vorbeischauen. Ja, da hört's dann. Wir schicken den an denjenigen, Der die nächste Woche streamt. der nächste Woche streamt. Das werden nicht wir sein, sondern das wird sehr wahrscheinlich der Chris sein, der war noch nie in einer Watchlist drinnen. Aber das schaut irgendwie nicht so cool aus dabei. Ja, das ist ja auch eine Skizze. Ja. Mach mich nochmal Vollbild. Ich soll da quetschen, also. Das ist Vorlag. Okay. Wir versuchen noch eine Sache, weil gesagt wird, dass wir den Schädel nochmal hintun werden. Wir machen das dann gleich. Ziehharmonika. Wir probieren noch schnell zwei, drei kleine Sachen aus. Und Das ist jetzt nur Vorlag. Was nehmen? Was ist hübsch? Nehmen wir eine Müller Ziehharmonika. ja, das sind die gescheitesten. Ja, das war vorher die Diskussion. Strasser ist mir ehrlich gesagt zu modern. Ja, Zu modern aufgemacht, einfach alles. Da geht's, da ist auch irgendwie. Ich hätte übrigens eine Ziehharmonika da. Da hättest du nicht da? Ja. Super, das sagst du mir jetzt. Ja. Können wir die ausleihen? Ich mag gespielt. Nein, ist meine. Ja, super. Die Straßen schauen mir alle zu modern aus und zu viel Metall und Bling Bling. Also eine Harmonika ist ja doch irgendwie Altes Instrument wie eine Schatztruhe. ja. Ja. So, probieren wir das einmal, dieses Bild. Ich werde es jetzt einfach mal ganz billig nachzeichnen. Tu mir wieder rein. Ja, ich tue das jetzt wieder zurück. Dieses Smashbuff-Ding als Premium-Download zu machen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Das Premium-Download. Ja, dass wir da einfach sagen, hey, wer heute das Video anschaut, wenn wir es nächste Mal machen, wir es wirklich so. Nächste Woche, wir werden einfach nächste Woche einen kurzen Teaser anspielen und im Video da unten so einen Titel oder so einen Link dann einfügen, weil das sind dann wirklich nur die Hardcore-Fans, die das Ganze dann sehen und die sehen dann wirklich Die Gaudepartien, die wir unter der Woche so veranstalten, Genau, wenn wenn- uns keiner zuhört. wenn uns Fahrt ist, gibt es einfach Smash Mouth All-Star und darüber im Talon und das Ganze hin und Ich tue her es einmal gespielt. rein, so dass man es übers Mikrofon kurz hören kann. Ja, wie kannst du gleich. Wow, ist laut. Aber nur so kurz anteasern geht ja immer. Den Anfang hört jetzt. Ja. Mir gefällt die Strophe sehr gut. Muss weiter zeichnen, kann nicht tanzen. Das muss reichen, oder? Ja, ich glaube, das passt. Fade out. Bis 9 sind wir noch fertig machen. Ja, das machen wir noch. Bis 9 Ja. halten wir durch. Ja, die Viertelstunde, die Ja. machen wir noch. Ich muss noch schon aufs Klo, aber Ja, dann. Ja, ich hab einen Durst. ja, hol dir da was zum Trinken. Eigentlich kennt man das Problem, Ja, mein kleines Glas Saft. kleines Glas hat ein bisschen was zu kompensieren, glaube ich. Unsere Leute trinken Bier draus, ich trinke nur Saft. Oder Trink- Bier, ich, manchmal. ja, ich trinke nur auf der Bühne Bier. Privat trinke ich kein Bier. Ja. Aus Imagegründen. Aus Imagegründen trinke ich privat kein Bier. Wir möchten jetzt wirklich so ein simples Design machen, eher so ein Stillleben. Und wir zeigen euch dann am Schluss noch einmal schnell beide, dass beide halt so zur Auswahl stehen, aber wir werden wahrscheinlich eher beide machen. Dann können die anderen, Da müssen wir 3 Siebe bezahlen. müssen wir 3 Siebe bezahlen. Siebe. Ja. Ja, so schaut es nämlich aus, das wird richtig teuer für uns. Kostet einen Huni. Ein Huni, den werden wir investieren, oder? Hätte ich gesagt. S und E, S plus E Farben heißt die Firma, die wo ich die Siebe gekauft. Die ist in der Leonhardstraße in Graz. Das ist, glaube ich, ein Kroate, der das macht. Der ist aber sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb.
Und der macht da wirklich für 30 € eine A4-Siebe. Da kannst du super, Weltklasse. kannst du super rausholen bei dem. Ich möchte halt für mich jetzt auch so privat ein paar Sachen machen. Ich habe da einmal ein Design gemacht für Hemula. Weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, mal mit einer sehr stilisierten Schrift einfach nur die Sachen Rauch, Luft, Staub, Straßen, Feuer, Herz. Also nicht, aber wenn es mir gesagt hätte, hätte man es vielleicht druckt. Ja, wenn man es gezeigt hätte, hätte es vielleicht drucken können. Ich glaube, ich habe es aber gar nicht da. Ja. Fuck, mein PC hat es aufgehört. Die Umrisse von der Quetschen, aber so wird es dann ungefähr ausschauen. Ist das irgendwie sogar cool, gell? Ja, mir gefällt das auch sehr gut, muss Ich meine, ich werde es dann noch ein bisschen schattieren und ein bisschen stilisieren und so. Aber in etwa so und aber mit einer helleren Farbe, hätte ich gesagt. Dass man sagt, man druckt das zum Beispiel in grün und das andere in schwarz oder so. Das finde ich echt cool. Würde das cool ausschauen? Würde jemand so ein Sackel... Ich meine, jetzt schaut das irgendwie sehr unsymmetrisch aus, finde ich gerade, aber... Nein, ich finde das geil. So. Also eher so hinstellen, ja. Nein, mir gefällt es eigentlich so anders stehend eigentlich besser fast, muss ich sagen. Ja. Ja, so ist es halt irgendwie nach rechts hin so komisch. Ja, der Stream hat sich übrigens... Da ist das ganze Gewicht links irgendwie, also das ist noch nicht balanciert vom Design, vielleicht umgekehrt. So. Das könnte hinhauen. So, wir sind wieder online. Entschuldigung, ich habe gerade sehr schwere elektronische Probleme gehabt. Waren wir gerade offline? Ich war gerade ganz kurz offline. Fun-Geschichte nebenbei. Ich bin einmal durch ein Gewitter gefahren mit 12 Jahren oder so. Da hat ungefähr 15 Meter neben mir ein Blitz eingeschlagen. Mit dem Radl bin ich gefahren. Aber heute musst du nicht mit dem Radl fahren, heute fährst du mit dem Auto haben. Ja, das stimmt. Zum Glück. Zum Glück. Wir werden vielleicht nachher noch schnell... Wie findet ihr das Design? Genau, sagt einmal, lieber Kilian, wir haben jetzt zwei Designer im Endeffekt. Das ist so der Hipsterbeutel. Da geht es jetzt eigentlich mehr so um die vollbärtige Belegschaft, die sehr gerne, genau, so mit Karten im Hintergrund, Karten ein bisschen mehr, ja. Ja, warte, ich wollte gerade die zwei Designs zusammenfassen, dass man... Achso, du würdest es nebeneinander tun, ja. Ja, machen wir das schon. Ich würde sie gerne zusammenfassen. Nur das muss ich zuerst halt... So, das sind die Flügel. Jetzt muss ich alles wieder finden, wie ich es gehabt habe. Weil ich natürlich meine Ebenenstruktur, wie vorher schon gesagt, nicht unter Kontrolle habe. Neue Dokumente! Wie heißt das? Du könntest ja so Ebenenordner im Endeffekt. Ja, das könnte ich machen, gell? Das hätte ich machen können, von Anfang an hätte ich das machen können. Ja. Ich mache nämlich meistens nur dann eine gute Ebenenstruktur, wenn ich es wirklich für andere Leute vorbereite. Aber und nicht für mich. Und nicht für die. Ein bisschen mehr Textur. Genau, also das war jetzt die Version Punkrock, die Version, wo es jetzt darum geht, dass ein Schädel brennend auf euch zufliegt und euch in die Nasen beißt. Ja, und die andere Version ist die Version Feschmarkt. Zum Jausen einkaufen waren. Ja, genau, damit kannst du dann zur Oma heimfahren, kannst sagen, schau Oma, das ist meine neue Lieblingsband. Die Oma wird es dann anhören, wird dann Videos, wo wir nackt durch die Gegend laufen, online finden. Und wird euch dann enterben? Wird euch dann enterben, aber zumindest hat der Beitel sehr liebevoll ausgeschaut. Und ja, das würde ich jetzt einmal so sagen, dass mir das eigentlich gut gefällt. Du nochmal eine in Schädel nochmal, den da. Mir gefällt der sehr gut. Also ich würde würd generell zu dem tendieren, ich weiß nicht, ob das andere... Haben wir jetzt schon Feedback? Ja, beim anderen fällt der Schädel bei dem Hipster-Ding, haben sie gesagt. Was ist, wenn man es... Also, dass da vielleicht das Original-Logo statt dem nur den Knackwatschen. Oder kannst du da unten dazu tun? Da haben wir nochmal eine so. Ja, wir tun den Schädel noch dazu. Schauen wir mal. Ja. Da Matratzen 20 Reloaded. Wo ist er denn jetzt? Multiplizieren. Da sind wir. Das könnte auch hinhauen, aber... Er ist wie mein Penis. Zu groß. Das sind immer die sehr guten Witze. Machst du ein bisschen kleiner? So, ich weiß nicht, so wie ein Wasserzeichen. Eine kleine Information dazu.
Was Ja. hab ich jetzt gemacht? Du lässt das einfach ein bisschen... So? Nein, da können wir da gleich weglassen. Nein, wie viel? Ich finde nicht. Ich finde, der passt da nicht rein. Und was ist... Ja, nein. Das Halt ist, einmal für mich durch. ich halte einmal für dich wo ich kurz. jetzt hingehe. Ja, der Bertel geht ganz schnell auf die Toilette, wobei die letzten 10 Minuten du eigentlich auch schaffen hast können. Währenddessen einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Nein. Wie schon gesagt, das ist jetzt die... Boah, jetzt hat es nur einen Düngenschäberer gemacht, der Mann. Scheiß die Wand an. Das war das Stadion. Ja. Ich kann euch nur sagen, in Graz geht gerade die Welt unter. Ja. Das Mikro ist Gott sei Dank so eine schöne Niere, da hört man nur das, was da drin passiert. Aber ist scheiße, ja. Das ist jetzt die Version Hipster, wo man jetzt doch keinen Schädel dazu tun. Und die andere ist die Version. Ich weiß, ich musste, es ist immer sehr schwierig, wenn man jetzt da allein arbeitet. Ich habe da jetzt vor mir unten da im Chat, da habe ich den kompletten Stream, auf den ich aufpassen muss, und da drüben ist ein Bertel-Size Ding und dann ist da noch das Tablet und draußen geht die Welt unter und das Ganze jetzt noch allein und dann kriege ich da eine Meldung, that's what she said. Das kommt es wahrscheinlich daher, dass ich gerade vorher einen sehr perversen Witz gemacht habe. Und ja, in der Hinsicht, ja, so ist es. So ist es definitiv. Die alte Ziehharmonika von vorher ist geiler. Ja, wenn du mir noch 3 Sekunden gibst, dann kommt der Bertel gleich wieder. Den werden wir dann dazu penetrieren, dass er den einen rein tut. Kannst du mir eine Sache noch machen? Einen Vorschlag Bitte. gibt es noch. Diese alte Ziehharmonika, was du vorher gezeichnet hast, gibt's den noch? Diese sehr Ja. comichafte. Müsste es geben, ja. Ja, dass du diese comichafte Ziehharmonika hinter den Schriftzug tust. Ja, können wir mal probieren. Gerne. Ich muss das immer alles aussuchen. Ja, wir machen das ganz schnell. Struktur ist halt heute nicht so meins. Die da. Genau. Und das jetzt, wo ist der Schriftzug gewesen? Keine Ahnung. Da ist er. Und was ist, wenn es nur das Ganze, das, ja, Blitz. Jetzt fährt halt Jetzt volles Strobe-Programm. Ja, Mit der Silvio. wie der Silvio, ja. Unser Lichttechniker fährt genauso wie das Gewitter. Ja, nur Strobe. Ja, Ich habe nur Angst, wir dass der können Blitz das irgendwo da einfährt und dass auf einmal unsere beiden Laptops einfach so flusch. Das war halt allerdings auch ein cooles Ende für den Stream. Wenn's auf Ja, einmal- wenn auf einmal wirklich der Blitz einfährt, aus. Dann wisst ihr einfach, was passiert ist. Ja. Es ist einfach wirklich einfach der Blitz eingeschlagen und ich... Wollen wir noch ein bisschen was von unseren eigenen Werke promoten oder kennen die Leute das eh schon? Welche unseren eigenen Ich Werte? weiß nicht, so Lieder oder so, Konzerte. Ja, Wir was haben wir... neue Konzerte, einer kriegt heute 2 Ja, Stück, gell? 3. Wir spielen... 3? Ja, weil ich da gerade liest, weil das hat irgendwer geschrieben, dass das Gewitter von Judenburg gekommen ist. Wir spielen in der Heimat. Wenn es von Judenburg gekommen war, Was sind die Galzogen? Das ist einmal ganz klar. Nein, wir spielen in der Heimat. Wir spielen am Obdacher Marktfest. Ich find's geil. Stimmt, ja, ich find's auch super, ich bin sehr motiviert. Genau. Das Obdacher Marktfest ist so ein chaotisches, kleines Marktfest, das immer cool war. Tust du noch mal den alten Ding einer, den brennenden? Den brennenden Zum Abschluss. alten, ja, wo haben wir denn jetzt? Natürlich. Ja, wir haben ja keinen Stress. Wir spielen am Obdacher Marktfest. Ich könnte das auch jetzt einfach einmal Ich glaube speichern. sogar als Headliner. Und wir spielen in Graz im November noch einen schönen Benefiz-Gig, dazu aber später mehr, aber da spielen wir mit, ich glaube mit der Lieblingsband von Chris und vom Erwin zusammen. Und Mit Jasmo. mit Jasmo, ja. Aber das weiß noch keiner. Das ist noch geheim. Ja, aber Jasmo ist nicht geheim. Ja, aber es ist noch, es weiß glaube ich noch nicht einmal die Jasmo, dass sie in Graz spielt. Also, Aber wir wissen es schon, ja. ja, dann weiß sie es auch schon. Ja, weiß ich nicht. So Vielleicht hat ihr Manager ihr das einfach nicht erzählt. Vielleicht hat er einfach gesagt, hey, Ja, aber wenn er das nicht gemacht hat, dann ist das nicht unsere Schuld und dann dürfen wir das trotzdem verraten. ja, aber ich sage euch noch nicht wann und wo, aber wir spielen zumindest mit, Wenn wir nicht wissen, wann. weil wir es auch jetzt gerade auch nicht wissen, weil wir sehr unorganisiert sind, Nein, nicht, weil wir unorganisiert sind, sondern weil es nicht in der Mail gestanden ist. weil es nicht in der Mail gestanden ist. Infos folgen ist gestanden. Genau, so schaut's aus. Und was Das ist noch immer irgendwas gut. ist reingekommen. Ja, wir spielen in, Wo habe ich denn jetzt obi positioniert? Das schaut ja mal super aus. ja, das war ja der andere. Wir spielen in Wolfau.
In was? In Wolfau. Das ist, glaube ich, Wolfau. im Burgenland. Und da spielen wir auch ein ganz cooles Festival. Das ist jetzt neu reingekommen. Das heißt, der Sommer ist gerettet. Wir spielen endlich ein paar Festivalshows. Also in Österreich. In Deutschland spielen wir nämlich viel Eier. Das ist total lustig. Also Ja, Deutschland geht Eier viel festivalmäßig und in die österreichischen Festivals sagen einfach nur so, nächstes Jahr. Oberösterreich wird gefragt, ob wir in Oberösterreich spielen. So, nachdenken. Oberösterreich. Ja, wir spielen in Oberösterreich. Tun wir? Ja, ich schließe kurz den Chat und schaue dir das nach und du... Ich habe inzwischen diese 3 Designs jetzt wirklich zusammentragen. Also Genau, ja, deswegen gehen wir es noch einmal ganz schnell durch und währenddessen schaue ich noch schnell nach, wann wir wie in Oberösterreich spielen. Für was... Es war halt wirklich noch cool, so einen dritten Laptop, wo man einfach Infos suchen kann. Ja, oder ein Distant Nerd oder sowas. Ja, wo man mal sagen, Manni, wo spielen wir in Oberösterreich? Wie heißt der Manni eigentlich? Der ist im Nebenraum. Im Nebenraum. Wir spielen in Weirek am Attersee, weil Oberösterreich gefallen ist. Weirek am Attersee und zwar am, jetzt soll ich es wieder zurückmachen. Designs blinken nur so. 7. Juli. So, jetzt ist der Blitz endgültig. Jetzt ist wirklich Gewitter, also wir fürchten uns. Ja, wir machen jetzt Ende Gelände, weil man darf niemals einen Blitzschlag unterschätzen. Mir hat es dadurch wirklich einen kompletten PC abgeraucht und eine Playstation 3. Und, das will man nicht nochmal erleben. Das will ich nicht nochmal erleben. Drüben habe ich einen Schutzschalter drin, da nicht. Und ich wohne in einem eher älteren Haus. Ich stecke mal meinen Laptop vom Strom ab. Stecke ihn einmal ab. Das noch einmal zusammenfassend ist das Schädeldesign, das nennt man Punkrock. Da ist das Design Quetschen Comic. Was es im Endeffekt im Prinzip werden wird, aber ich wäre es noch viel, ich wäre es eher realistischer und so ein bisschen, weiß nicht, ob das jetzt, wenn ich was sage, aber so wie diese Batman und Spider-Man und so Comics, so mit harten Linien und mit harten Schotten, die ganz schwarz sind und so werde ich das eher machen und das ist dann Hintergrund grün. Und da ein Schriftzug, der ähnlich wie dieser ist, vielleicht drüber, aber nicht ganz gleich. Ja, vielleicht ein bisschen einarbeiten, dass halt die Linien hinten nicht die ganze Zeit vorbeirauschen. Also ich werde diese Designs auf jeden Fall machen, ob sie es alle auf die Sackerl schaffen, weiß ich nicht. Aber es wird sie vielleicht als T-Shirt geben, vielleicht als Hoodies. Wir werden diese Designs... Flaggen. Ja genau, Flaggen. Wir werden die ganze Zeit gefragt, warum gibt es keine Knackwatschen-Flaggen? Die Überlegung war, wir sind eine Punkrock-Band und Punkrock-Bands haben einfach irgendwie keine Flaggen, weil wir eigentlich eher nicht so Flaggenfreunde sind, aber ich finde immer, schau mal, 99% der Leute von uns sind Festivalgeher und Festivals mögen Flaggen. Und deswegen müsst ihr dann bei eurem Zeltplatz, steckt dann immer die eine Zeltstangen für den Eingangsbereich, steckt dann durchs Pavillon oben durch und oben kommt dann die Knackwatschenflagge hin. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal so eine Flagge gesehen habe. Ich war auf irgendeinem Festival und damals war gerade dieser inzwischen schon extrem abgedroschene Internet-Troll, dieses Symbol, ihr wisst was. Achso, das Trollface, ja. Ja, das war damals sehr, sehr groß gerade und auf einmal habe ich gesehen, ein einzelnes riesiges Zelt mit einer Flagge und da war genau das oben drauf. Das war damals mein Flaggenmoment. Ich habe das auf der mit so Flagge Treue gezeigt habe und da habe ich mir auch gedacht, mit dem Witz verabschieden wir uns. Spaß mit Flaggen. Wir haben es sehr lustig gefunden. Wir werden dieses Format beibehalten, dass der Bertel und ich da so Design-Sessions machen. Für eine ganze volle Stunde. Was wir uns auch nicht erwartet hätten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir waren Knackwatschen. Ich bin der Dani. Ich bin der Dani. Und abonniert unseren Newsletter, schaut auf knackwatschen.at. Schaut nächste Woche am Montag um 20 Uhr wieder vorbei, wenn 2 andere von uns 2 diesen wunderbaren Stream leiten. Tschüss, Baba. Tschüss. Danke.